muss doch definitiv eine Lösung zu machen sein. Da muss doch definitiv eine Lösung zum Finden sein. Das kann es ja nicht sein. Ja, ich düftel da jetzt auf alle Fälle mal rum. Servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal Janka Filmschmiede. Heute geht es einmal um ein Hilfevideo. Ich habe ein paar Fragen gekriegt und zwar, mit Sicherheit ist es jedem schon passiert oder jeder hat die Situation gehabt, ich habe ein Video auf YouTube hochgeladen und dann nach 2-3 Wochen, oh Scheiße, ich habe auf dem Video müsste ich einen Schnipsel rausschneiden und weiß einfach raus muss. Oder mir hat einer darauf hingewiesen, oh, kannst du das rausschneiden, oh, das ist ein bisschen scheiße und so. Und dann haben wir gedacht, es gibt vielleicht bloß ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, da muss ich überlegen. Und auf alle Fälle, wir haben noch mal so geredet drüber und dann haben wir gedacht, ja, das war ein Wahnsinn. Du hast das Video mühsam geschnitten, du hast es hochgeladen auf YouTube, hast schon so und so viele Klicks, Aufrufe, Kommentare und auf einmal nur wegen so einem blöden Schnipsel. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt das Originalvideo wieder, falls vorhanden, auf der Festplatte, dass ich das wieder in mein Storyboard reinziehe, bei meinem Videobearbeitungsprogramm, schneide den Schnipsel raus und dann tue ich es wieder neu rendern und wieder auf YouTube hochladen und der ganze Schmarrn geht von vorne los. Und viele denken sich, hey, warum lade ich jetzt schon wieder das Video hoch? Das war doch zuerst gerade, oder vor 3-4 Wochen schon. Und da haben wir gedacht, das muss man doch irgendwie lösen können. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, und zwar über YouTube kann man das nämlich lösen, wenn man einen Schnipsel in der Mitte vom Video rauslöschen kann. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe da meinen Desktop, ich gehe jetzt rein auf YouTube. Stopp. Ich gehe jetzt rein auf YouTube. Ihr müsst euch natürlich einloggen auf YouTube, das ist eh klar. Ich bin jetzt in diesem Fall schon eingeloggt. Gehe auf meinen Kanal. Habe jetzt alle meine Videos. Jetzt suche ich mir irgendein Video aus, wo ich den kleinen Schnipsel entfernen will. Zum Beispiel nehmen wir, was nehmen wir denn her? Nehmen wir das Dutchofen Schichtfleisch 2.0 von Petromax. Nee. Ja, wir nehmen einfach das Dutchofen Video Schichtfleisch 2.0 von Petromax. Das machen wir jetzt auf. Pause. So, und wenn ihr das Video offen habt, wo ihr den Schnipsel rausschneiden wollt, dann geht ihr einfach auf Video bearbeiten. Da, das dauert jetzt ein bisschen und schon bin ich herin im YouTube Studio. Ja, hier oben ein Video, Videodetails, wie auch immer. Und links geht's los. Hier hat man die Details, Analytics und hier kommt dieses kleine Editor. Da klickt man jetzt einmal drauf. Ja, weiter trinke ich mal einen Schluck. So, das Video ist jetzt da. Ich habe das Video jetzt da und jetzt haben wir hier die Startnadel, oder wie sagt man denn da? Ja, mit dem kann jetzt da das Video schieben. Ich kann es mir dann vorhören. Da. Nehmen wir mal an. So, nehmen wir mal an, von hier aus will ich ausschneiden.
es gibt die Möglichkeit, ich habe jetzt auf Pause gedrückt und dann gibt es die nächste Option, zuschneiden. Das ist hier das blau hinterlegte. Ja, da klickt es jetzt einmal drauf. Jetzt ist das komplette Video. Das komplette Video ist jetzt hier eine blaue Linie. Weil ich könnte ja vorn und hinten etwas wegschneiden. Aber das wollen wir nicht. Ich wollte ja in der Mitte was rausnehmen. Und da gibt es dann hier unten die Option Teilen. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Jetzt haben wir hier eine breite, dicke, weiße Linie. Und jetzt lassen wir das Video nochmal weiterlaufen. Ich persönlich liebe Dutch-Ofen-Gerichte, weil sie immer schnell und einfach sind und in der Regel gelingen alle Dutch-Ofen-Gerichte. So, nehmen wir mal an, das will ich jetzt wegschneiden. Dann ziehe ich hier bis so weit rüber, wo es die kleine Wiedergabelinie aufhört. Also wie gesagt, den Balken, weißen Balken nehmen wir so weit nach rechts, bis da, wo ich auf Pause gedrückt habe. Und das kann ich jetzt sogar noch mal Probe hören. Warte mal, Moment einmal. Ja, genau. Die Arbeit, was man wenn ich bei einem Dutch-Ofen-Gericht hat. Ist egal. Man kann es natürlich nicht so Millimeter genau machen, aber im Groben und Ganzen kann man wirklich den kleinen Schnitzel rausschneiden. Und zwar habe ich jetzt hier den blauen und hier die nächste Linie, wo ich, also dieser schmale Bereich, der muss definitiv entfernt werden. Habe jetzt meine gewünschte Position hier erreicht, diese zwei. Dann brauche ich hier bloß nur auf Vorschau klicken. Und jetzt sieht man hier, das sieht man schon auf der Audiospur, das ist schwarz, also ganz dunkel. Das ist dieser Bereich, wo es hinterher dann entfernt wird. Um das Ganze natürlich durchzuführen, braucht man hier oben bloß noch auf Speichern klicken. Und dann läuft eine Verarbeitung, das kann eine halbe Stunde oder Stunde dauern, je nachdem wie lange das Video ist. Und dann ist dieser kleine Schnipsel entfernt. Also mehr gibt es nicht. Ob man da ein Musikstückel drüber legen kann, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht geht das auch noch. Aber das ist jetzt die Option, wenn man einfach einen kleinen Schnipsel rausschneidet. Und das funktioniert perfekt, also meiner Meinung nach. Ich mache den Schritt jetzt natürlich nicht mit dem Speichern, weil dann kommt nämlich so ein Feld, Video ist in Verarbeitung, kann eine Stunde oder was dauern, steht da drin. Und irgendwann ist es erledigt und dann ist das Video wieder freigegeben mit diesem ausgeschnittenen Schnipsel. Also mehr habe ich leider nicht rausgefunden, aber es funktioniert top. Also wie gesagt, zum Schluss auf Speichern klicken. Soll jetzt ich den Schritt falsch gemacht haben, kann ich die Änderungen hier links verwerfen und dann bin ich wieder auf dem Ausgangspunkt. Ja? Also wie gesagt, Ist meistens die Vorbereitung, dass man alles vorschneidet. also ich gehe jetzt einfach mal weiter vor. Dieses Dutch-Ofen-Buch. So, nehmen wir mal an, wie ich das Buch Gerade zur wenn Kamera ich hebe. Vorstellung hat oder irgendwelche Rezeptideen, dann kann ich einfach die Dutch. So, bevor ich das Buch zur Kamera hebe, das will ich schon mal rausschneiden. Also ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz. Hier ist die Pauselinie, was ich jetzt gerade gedrückt habe. Dann die nächste Option ist Zuschneiden. Dann kommt dieser blaue Kasten hier. Der braucht jetzt beim Rausschneiden mal nicht interessieren. Jetzt lasse ich das Video weiterlaufen, Dieses Dutch-Ofen-Buch empfehlen. bis ich das Buch wieder von der Kamera weg tue. Und hier sind wirklich alles beschrieben. So, nehmen wir mal an, das lassen wir. Dann klicke ich hier auf, dann gehe ich hier auf Teilen
nimm den weißen Balken hier, der wo jetzt entstanden ist, durchs Teilen und ziehe das nach rechts in meine gewünschte Position und dann auf Vorschau. Und schon ist hier, ja, das mache ich jetzt mal ein bisschen größer, die Timeline, ja, das geht. Genau, hier ist eine schwache Linie zum Sehen und hier ist die Anfangsposition. Und alles da drin ist so im Schatten hinterlegt. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier auf der Kamera. Das ist alles im Schatten hinterlegt. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann läuft schon die Verarbeitung. Mehr gibt es nicht. Vorschau klicken, Speichern klicken, dann ist der Schnipsel sauber entfernt und das Video ist wieder im Ursprung. Du verlierst keine Kommentare nicht, du verlierst keine Likes nicht, keine Aufrufe nicht und besser kann es einfach nicht funktionieren. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben würde mich freuen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Vom Anfang wegschneiden und zum Ende wegschneiden geht wunderbar mit dem Tool. Also da braucht man, glaube ich, nicht viel erklären. Aber in der Mitte rausschneiden, da bin ich am Anfang auch nie drauf gekommen und jetzt bin ich froh, dass ich weiß, wie es geht, weil ich schon bei 2 Videos machen müssen. Oh Scheiße! Also macht es nach, probiert es einfach mal aus und ich würde sagen, genau, ich konnte euch helfen. So, das war's von mir. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, Servus, Habidere, bis zum nächsten Video. Helmut, die Anker Filmschmiede. Habidere.